Und dann hat sie sich verbunden mit einer sehr guten Freundin ihre, mit wem sie jetzt auch übergeschrieben. Die Freundin hat gewohnt in Cleveland. Und sie hat sich rübergeklebt von Wheeling, West Virginia, kein Cleveland, und angekommen in Cleveland herum das Jahr 1907. Und dann hat sie sich angehoben, lernen ein neues Fach. Und mit der ausgelernt zu sein, ein Finisher auf am Manteln. Und sie ist gewesen sehr fähig und man hat sie auch aufgenommen auf eine Stelle in a Shop. Und sie hat gearbeitet in der Schepper in Cleveland, aber es seien gewesen Sweatshops. Es ist nicht gewesen sehr bequem zu arbeiten und sie hat noch alles gehabt, ihre eigenen Gedanken wegen der Bundisten und Sozialisten und Arbeiter sollen sein, bezahlt genug und arbeiten in gute Plätze, hat sie sich verbunden mit der jungen Organisation, die International Ladies Garment Workers Union. Und sie hat geholfen, organisieren ihr Shop und ist rausgegangen in Strike in 1909. In Strike ist die Balabaten haben nicht gewollt, dass die Arbeiter sollen sein in draußen. Sie haben gewollt, brechen den Streik. Und eine von den Sachen, was sie haben getan, ist, sie haben geschnitten und zerschnitten Manteln und Fabrik in Fabrik und gesagt, als die Strikers haben das getan. Und man hat arrestiert meine Mama. Sie ist gewesen in Tfissi. Und interessant, wir haben nicht gewusst wegen dem, sie hat das keinmal nicht erzählt uns, aber meine Kinder sind gegangen in Theater und gesehen Inherit the Wind. Und sie sind gekommen zu meinen Eltern nach dem und geredet wegen dem und gefragt meine Eltern, ob sie haben gewusst, dem Advokat, welcher gewesen bewusst in der Zeit, Clarence Darrow. Und ihr könnt sich vorstellen, als meine 12-jährige Tochter hat gefragt, ihr Bobbin, do you know Clarence Darrow? Und der Bob hat geguckt und hat mir gesagt, yeah, er ist gewesen mein Advokat, wenn ich bin gewesen in Twisse. Und durch dem haben wir sich bekannte Meise wegen ihr Arbeiten in die junge ILGWU und dem Bildel wegen die Manteln. Und nachdem wie Clarence Darrow hat gewähnt ihre Advokaten ja rausgenommen von Tfissi und der Streik ist verendet, hat sie verlassen Cleveland und gekommen kein New York, wo sie jetzt sich zusammengesammelt mit anderen Freundkräven von Kleinstädtel Ivie.